Nun haben wir pur Bemerkungen heieren über die eventuell Neuorientierungen von der amerikanischen Administration. Das ist keine harmlose Decision, das ist auch keine, die einfach so wegwischen. Weil der neue amerikanische Präsident hat auf viele Manieren Einfluss auf die Diskussion, angefangen bei der wissenschaftlichen Besetzung von Schlüsselposten, auf Diplomatie inklusive auf Besetzung vom United Nations Panel on Climate Change, auch den als natürlich affektiert, auf final und Kompetitivität. Weil wenn die Amerikaner hingehen als hohe Kohle, Shellgas, Öl aus dem Atlantik, da bleibt das nicht irgendwie Konsequenzen auf Kompetitivität von Eisen, Ökonomien, aber wir werden auf jeden Fall eine Diskussion in einer anderen 40 kriegen, die wir heute tun. Dafür ist es für uns als ADR wichtig, wie immer, wenn wir über den Schutz von der Atmosphäre schwätzen, mit großem Realismus in die Debatte runterzugehen. Wir können nicht mit Ideologie funktionieren, wir können nicht ausblenden, wo Realitäten resonieren, wir haben eine Verantwortung zu drohen, wir müssen das zusammen mit der Ökonomie machen, ohne Illusionen und auch mit dem Schutz der Privatsphäre. Ich will just vielleicht ein paar Sachen an Erinnerung rufen, wo man es für eine Illusionen und falschen Decisionen müssen an Urstellen. Das ist aus dem Tanktourismus. Wir kriegen eine Etude vorgestellt in kurzer Zeit. Es ist dem Klima am großen Ganzen nicht geholfen, dadurch, dass wir den Benzin nicht mehr high verkaufen, wir das auf der anderen Seite von der Grenze verkauft wird, aber es hat enorm budgetäre Konsequenzen. Wir werden also ganz gut aufpassen, dass in einer Zeit, wo wir großen Defizit an unserem nationalen, zentralstaatlichen Budget haben, an große Schulden in diesem Land, nicht auch nach Weiche setzen, die nicht zu der Verbesserung unserer finanzieller Situation beitragen, ohne dem Klima irgendwie zu helfen. Eine zweite Sache, wo man muss ganz realistisch sehen, das ist die Wachstumsprognostiken. 1,2 Millionen Stadt, Lützeburg, unvereinbar sind mit den Klimaschutzzielen, die das Regierung gesagt hat. Den Herr Bausch von enger Partei sieht das Madame Dieschbusch von derselben Partei sieht das ändert. Wir haben hier eine Kontradiktion, ob es was außer nie geht, für einen Scheier, die außer nie geht, zwischen einem Staat, den unendlich fließt, den immer mehr Energie muss importieren, die Möglichkeiten hat, für Energie hier am Land zu produzieren, zum Beispiel wird Twinner reduziert, die dann eine Verspargelungspolitik von der Landschaft dran geht, am Eisleck, wo Wandmühle bei Wandmühle gebaut wird, wird auch ein ganz Reihe von ökologischen Nodeler hat. Wir kriegen den Energiebedarf für den Wachstum nicht gedeckt. Und es gibt kein Konzept von der Regierung, wenn man blickt, den es ging erlauben, energiepolitisch mitzuhalten und Investimenten für die Wachstumsperspektiven, die das Regierung an die Welt setzt, aufzudecken. Die trifft gehen, die ersten Reaktionen, die sie weisen deutlich, dass sie komplett unrealistisch aus. Hat ein Investimentsvolumen müsste gemerkt gehen, allein im Bereich von der alternativen Energie als einfach nicht zu packen. Herr Cox hat gesagt, wir gingen als Ziel wie 2020 erfüllen, das sieht die EU-Kommission sieht de contraire. In ihrem letzten Rapport vom 8. November von diesem Jahr sieht die Kommission, d'après les projections nationales les plus récentes, les émissions du Luxembourg seront supérieures à 5% à l'objectif national en 2020. Also wir erreichen die Ziele auch nicht. Und in dem Kontext muss ich nachher fragen, wie kann Lützeburg auf minus 40% füllen hin? Von allen Rahmenbedingungen, die das eventuell könnten ermöglichen, wo 4 ran unmöglich sind, wir erreichen als Ziele für 2020 nicht. Die Croissance geht nicht in die Richtung. Es ist einfach nicht realistisch. Wir schwätzen nur, wenn wir über die Entwicklungshilfe schwätzen, noch über die Additionalität von den Ausgaben, die man in dem Bereich machen. Ich will also hier ganz einfach für Illusionen warnen. Ich will zurückkommen auf eine Politik, von der man den Atmosphärenschutz vernünftig gestalten. Und ich will auch warnen für etwas, was hier nicht das annimmt, was für uns aber zentral ist, dass der Schutz von der Privatsphäre von den einzelnen Bürgern. Die intelligenten Konteuren, die Leute, die hier kriegen, die können Vorteile haben, a gewisse Maß, sie sind auch ein Gefahr für den Schutz der Privatsphäre. Immer im Sommer, wir brauchen speziell Gesetze, ganz genaue Regelungen, wie die Donner können gebraucht werden, für das nicht nur ein Mikromanagement vom Privatleben von unseren Bürgern gemerkt wird. Ich will noch mit einer Bemerkung aufschließen, die aber auch wichtig ist. Wir haben hier am geringen Credo, und das können wir nur vollziehen, dass wir nicht die Stelle an der Substanz diskutieren will. Wir haben am geringen Credo das permanente Engagement gegen die Atomenergie, gegen Kettenöfen, gegen Sicherheitsrisiko an der Belsch. Das ist alles justifiziert. Auch ein Klo gegen Hinkley Point, wenn es Subventionen und so weiter, alles das kann ich nur vollziehen. Das Problem dabei ist, aber nie gesagt wird, dass die ganze Klimadiskussion international, aber
zu einem massiven Ausbau weltweit von der Nuklearenergie feiert. Wir haben am Blick 483 Zentralnuklear auf der Welt, die funktionieren, 70 sind am Bau, über 500 Kinder geplant. Weil es kein anderer Weg gibt, weil es nicht möglich ist, als gleichzeitig gegen Fossilenergie viel zu gehen, gegen Nuklearenergie, weil die Energie renouvelable so positiv zu sind, das nicht können ausgleichen. Das muss ich nicht einfach so, weil es schon immer mehr Probleme damit, dass eine Partei will den Eindruck der Leute vermitteln, dass sie engagiert als die Nuklearindustrie hier in der Gegend, wie gesagt, wir verzeihen das nur, aber gleichzeitig weltweit eine Politik betreibt, die genau in die andere Richtung geht, nämlich schon den Ausbau von der Nuklearenergie.